Sorry, wirklich, no hate. Der Rap hat sich zum Großteil in eine Richtung entwickelt, wo ich mich damit nicht mehr identifizieren kann. Für mich ist Rap dreckiger, harter Boom-Bap. Es muss nicht Mutterficker, Hurensohn Musik sein. Nein, oder auch mal ein bisschen Message. Ja, genau, tiefe Lyrics, freche Flows, sich trauen, vor allem sich getrauen zu flowen. Ich habe Tracks, wo ich Double Time mache, wo ich mein Limit mit der Geschwindigkeit gegangen bin live. Und manchmal habe ich es verkackt live. Oder manchmal hat es auf der CD am Schluss gleich nicht so geil tönt. Ja, aber ich habe es probiert. Ich habe probiert, etwas zu machen. Ich habe probiert, mich an eine Grenze zu gehen, etwas zu entwickeln. Und Rap ist momentan in so einer Wohlfühl-Komfortzone rein, wo er nicht rauskommt. Er probiert poppig zu sein, dass er er probiert ja nicht edgy zu sein. Und ja, irgendwie mit doch ein Autotune, dort ein bisschen Trap-Beats und halt alles, dass er irgendwie ein bisschen nicht edgy sein, irgendwie doch noch. Und Rap kommt in meinen Augen einfach aus einer rebellischen Kultur, darum finde ich auch Punk geil. So, in erster Linie einfach, weil es rebellisch ist, weil es auf Kacke hauen Musik war. Und ja, das ist es heute nicht mehr. Und das muss man auch akzeptieren. Und die Leute draussen, viele wollen das einfach auch nicht mehr. Die Leute wollen das nicht mehr. Und ich habe mit Leuten geredet, die einfach gesagt haben, sie haben keinen Bock auf dem Weg zum Arbeiten müssen auf Text hören. Die wollen einfach Sound of Fats, Dubstep, keine Ahnung. Minimal, ich weiss es auch nicht, was heute angesagt ist. Aber es ist lang für uns, ich glaube für dich auch, für mich auf jeden Fall so gewesen, dass wir haben gemerkt, unser Sound ist nicht mehr das, was die Leute wollen, was die Leute suchen. Und es nimmt dir den Antrieb. Weil du sagst ja schon, du machst es für dich und du machst es für die Leute, die es feiern. Das ist schon so. Ich habe letztens mit einem geredet, der hat persönliche und gesundheitliche Probleme und der hat mir gesagt, hey, unser Sound hilft ihm, er lässt unseren Sound, wenn es ihm schlecht geht, wenn er muss aufgestellt werden. Vor allem die älteren Sachen und gewisse Sachen von irgendwann ist jetzt, wo wir wirklich auch konzeptionell so gestaltet haben, dass einen roten Faden hat, dass irgendwann ist jetzt, oder? Irgendwann ist der Moment, wo du merkst, du bist absolut im Moment und willst vorwärts gehen, oder? So. Und das hat ein paar geholfen. Das ist das Feedback, das tut mir gut, oder? Ja. Jetzt aber mit dem Neuen, mit dem irgendwann, mit dem MCs von Jene, werden wir wieder ein bisschen pumpen. Wir geben einfach den Fick. Wir geben wirklich einen feuchten, was der Mainstream will. Wir verarbeiten und einfach wieder. Und werden auch wieder ein bisschen Druck ablauen. Es wird Storyteller drin haben, es wird auch der ein oder andere Deep Message bepackte, es wird ein paar flowtechnische, super geile Songs drin haben, es wird auch witzig werden. Aber es ist kein Trap, es ist keine Radio-Virus-Musik. Ist nicht. Ja. Ist definitiv nicht. Schlussendlich ist halt auch, dass wir hocken nicht an Tracks an im Sinne von, okay, schau jetzt, der Beat könnte so ziehen, dass er ankommt. Oder hey, schau, wenn wir das und das machen, auch bei der letzten Boom Bap Forever, ja, mega. Es ist zwar mega konzeptionell das letzte Album, aber jeder Text ist aus dem Herzen gekommen. Sind Situationen, sind Erlebnisse gewesen, wo wir daraus unsere Schlussfolgerungen gezogen haben und die aufs Papier gebracht haben. Das mal wird es ziemlich sicher so sein, dass ich für mich, wie gesagt, ich habe relativ die Schnur voll von Filmen, die in der Szene abgehen. Wir sind auch reingelaufen mit Konzerten, sage ich ganz ehrlich. Wir haben uns neu mit, ich möchte nicht sagen wo, gemeldet gehabt. Also hey, wir möchten gerne wieder mal spielen, wir möchten gerne spielen, unsere neue CD kommt dann und dann. Und die Antwort war, ja, es sind ausgebucht, so schwierig bei uns etwas zu bekommen. Ja. Und dann, er hat im Vorfeld schon Kontakt aufgenommen mit einem mehrfach. Dann haben wir nochmal gefragt. Ist schon nicht keine Antwort kommt. Dann habe ich mir gesagt, okay, es muss ja nicht dieses Jahr sein. Uns geht es darum, wir kommen auch nächstes Jahr. Wir möchten auch wieder zurück auf die Bühne. Wir haben Freude an unserer Bühnenshow gehabt und ich sehe mich auch als Bühnen-MC. Und dann habe ich gesagt, ja, wir kommen auch nächstes Jahr. Und die Antwort ist so lapidar, ja, nächstes Jahr sind wir auch echt ausgebucht. Und weißt du, kannst doch einfach sagen, dass du keinen Bock auf uns hast. Voilà, ganz genau. Kannst du sagen, das ist vielleicht noch einfach so, hey, nein, sorry, cool, aber nein. Und, oder nicht cool, aber nein. Aber das sind so Blockaden, die sie ausgelöst haben in mir einmal. Und ich glaube, das angepisst sein, das genau, das wird ziemlich sicher verarbeitet auf der neuen CD. Ja. Schau da. So geil. Ja. Weißt du, ich bin ein paar Mal, das habe ich dir glaube auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich auf da gekocht bin, aber wenn ich jetzt Studio aufgebaut habe und angefangen habe, ich dachte, hey, wieso? Für was?
Oder? Weil irgendein ist, du bist in einem Alter, wo du zwar Spass willst haben, oder? Aber du fragst, und da geht es jetzt nicht um den finanziellen Aspekt, sondern einfach sonst den emotionalen Ertrag, den du zurückbekommst für das, was du machst. Oder? Und du fragst dich, okay, du gibst wirklich Herzblut, wir sind jetzt wirklich 10 Jahre dran und dann fragst du dich, hey, für was machst du das? Und schlussendlich sage ich, okay, der grosse Hype wird es nicht mehr geben. Wir werden nie unseren Musikstil so ändern, dass es allen gefällt. Ich für mich mache es für uns und für die Leute, die es feiern oder fühlen können. Ganz einfach. Nicht der grosse Hype, nicht so etwas wie One City, One Song. So viele Leute werden wir wahrscheinlich nie fühlen. Nur wir. Ich sehe ihn nicht. Nein, aber hey, wir hatten das schon mal gehabt. Und die Eindrücke. Und meine, für mich gibt es nichts Geileres als da rein. Also wenn es eben jetzt, wir machen das Streams und den Sound da rein. Wenn wir da rein hocken und kreativ schaffen, das ist das, was mir die Freude macht. Ich mache den Rap, wir machen das auch nicht zum irgendwie anstehen und sagen, hey, schau mal, machen Rap, ja, schau zu. Dazu mal, schau auf diesen Fotos, haben wir es so gemacht. Und da, schau da rauf, wie wir dort stehen. Schau uns, okay, das Foto egal, aber okay, das ist auch gleich, aber wir haben hier gemeint, wir sind es jetzt und wir reissen. Aber das Ding, ja, wir haben und ich habe das Gefühl, wir sind sowieso mehrmals knapp dran vorbei. Wir sind 2-3 Mal, ich weiss genau, in welchem Moment das war, wo wir wirklich knapp dran vorbeigegangen sind. Und jetzt mit ihm sagen, es ist okay. Schau, so knapp ist es, hat er gesagt. Schau. Ja, genau. Es sind mehrere Momente, wo wir wirklich knapp dran vorbeigegangen wären, dass das Ticket gelaufen wäre. Aber ey, das ist ja geil, da ist Glück dahinter. Da du musst ja die richtigen Leute kennen, die richtigen Leute. Und das sind alles Faktoren, die wir nicht haben. Und wir haben natürlich auch anders zugehört. Ich meine, du bist tätig geworden, du hast auch müssen schauen, dass das Geld reinkommt. Ich habe meine berufliche Karriere im Kopf gehabt. Ja, also schlussendlich musst du ja auch schauen, wo du bleibst, oder? Ja, ich denke es auch. Und ich meine, mittlerweile, du machst jetzt, du bist vor dem Studium. Ich habe eine Karateschule gegründet. Das nimmt Zeit. Wir haben uns unseren Weg gemacht. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich glaube, wir können jetzt, ich habe das Gefühl, ich kann mit dem MC Symphonie ist sicher noch was Druck haben, aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, ich kann mit einer anderen Entspannung dran gehen ab jetzt. Weil wir nicht mühen. Genau, ich habe nicht mehr das Gefühl, hey, wenn wir jetzt auf dieser Bühne geil sind, sieht das irgendjemand und sagt, hey, ich sage dir ein geiles Konzert. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass wir irgendwann aufwachen, auf unseren Plattformen schauen und plötzlich zigtausend Klicks haben, dass wir viral gehen oder auch nur schon, dass wir unsere CDs besonders oft verkauft bekommen. Und das ist mir alles... Also ich finde, dass wir jetzt von diesen 500 fast alle weg haben. Das ist gut, das ist ein guter Schnitt. Aber ich sage, ich habe keinerlei, weißt, und das macht mich auch frei irgendwo, ich habe keinerlei Erwartungen, dass irgendetwas reinknallt. Und dann kann ich sagen, ja, ich kann wieder... Das ist schon nicht gesagt, wir sind wieder, wie wir früher waren. Einfach mit 10 Jahren mehr Erfahrung. Weil wir haben ganz viel einen Fick gegeben. Weil alles, was wir haben können, ist ein paar Reime aufschreiben und sie schlecht aufnehmen. Heute können wir Reime schreiben und sie sehr gut aufnehmen. Aber ich habe keine Verpflichtung oder Verbindung mehr einer Hip-Hop-Szene gegenüber, irgendwelchen Leuten gegenüber, dass ich sage, hey, ich habe Angst, dass irgendjemand meinen Sound nicht mag. Du magst meinen Sound nicht? Cool. Geben wir uns trotzdem die Hand, trinken einen Tee zusammen, jeder geht seinen Weg. Ich will wirklich einen Tee, ich brauche nicht mehr. Wir zeigen jetzt den Song. Da hätten wir fast einen Contest gewonnen mit dem Song. Vierter sind wir geworden, ist der? Nein, da sind wir Zweiter geworden. Hey, wieso ist es so langsam? Also, das ist damit die Geschwindigkeit. Wieso ist die Geschwindigkeit so langsam? Ja, wir haben natürlich auch Contests. Oh wow! Warte noch ganz schnell. Wir haben früher jemand Contests gemacht und sind eigentlich sind wir immer so in der ersten 4 Rängen sind wir immer gewesen. So, ich habe früher auf der Straße, und das ist also ein ganz krasses Erlebnis für mich. Ich bin früher auf der Straße ein ziemlich, ich würde sagen, leicht über Battle Rapper gewesen. Was ich dann noch lernen musste, auf der Bühne habe ich total versagt. Oh, da beim Dings, beim... Die erste, im Neptun ist noch, aber das Neptun, das ist so eine Bar gewesen, wo ein Keller unten drin hatte. Ein DJ, Breakbeats
und 2 Mikrofone, grosse Cypher, Battle Rap, 1 gegen 1, boom. Das ist super gewesen, das hat so den Street-Faktor drin gehabt, das ist rauch gewesen, das ist dreckig gewesen, das ist unorganisiert gewesen. Dann einmal in Luzern, wo ich gewonnen habe, was nachher an der Cash gegeben hat. Ja, eben, das ist auch so etwas gewesen. Wir sind einfach immer reingelaufen. Wir sind auf Luzern rausgefahren. Ich habe das Battle gewonnen gehabt. Geld haben wir keins gesehen dafür, wie es geheißen hat. Und es ist nicht nur ums Geld gegangen. Also das Geld ist wirklich egal gewesen. Es ist um den Respect. Ja, es ist wirklich um das gegangen. So, hey, es ist etwas abgemacht gewesen. Halt im Teil von einer Versprechung. Ja. Das ist nicht gelaufen, das ist komisch. Die Location ist ganz, ganz komisch gewesen. Und wir haben halt rückgefahren, auch wieder selber bezahlt. Schau, der ist für den Tümmel. Warte noch ganz schnell. Ja. Und ja, ich bin, wie gesagt, auf der Straße bin ich relativ gut unterwegs mit Freestyle Rap. Ich habe mir eigentlich auch meinen Namen, ich habe meinen Namen nicht gemacht durch Aufnahmen, ich habe meinen Namen durch Freestyle Rap in der Cypher und durch Bands gemacht. Dann ist der Typ da innen auf die Idee gekommen, hey, ich habe dich angemeldet. Was? Er hat mich angemeldet für ein Battle, ich habe nichts davon gewusst. Und dann bin ich dann vernichtet worden, in der ersten Runde. Und das hat mir recht und bam reingegeben, so wow. Auf der Straße draussen immer, weißt, so abgeräumt und Ja, aber das Problem war, da ist aber der verfickte Kantönli-Geist wieder gekommen. Da ist der Kantönli-Geist wieder gekommen, weil das war auch zu Basel und er ist aus dem Aargau. Und dann habe ich ihn angemeldet und so, ja, jetzt kommt der Dichter aus dem Aargau. Und die Hälfte der Leute, die so, Bäh. Alter, wir sind in der Schweiz, Mann, wir sind in der Schweiz. Das sind so Sachen, das... Alter, ich verstand das nicht. Ich verstand es einfach komplett nicht. Ich meine, dass man ab und zu mal einen Spruch wegen der Thurgauer macht, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber ich meine, sonst, so wirklich ein Hate. So ein Hate geht gar nicht. Ja, siehst du, Aargau, boah, mach ein bisschen. Wir müssen jetzt das Trauma aufarbeiten. So, Aargau! Ja, genau. Nein, auf jeden Fall hat mir das schon eine Zeit lang recht so einen eingedrückt. Ich bin so recht in meinem Ego gebrochen und recht so, wow, ja, da sind andere draussen, die besser sind als du. Das hat mich aber nachher, ich bin lange hässlich auf und habe gesagt, hey, lass, ich kann mich gar nicht da anmelden und habe dann mehr auf die Kappe gekriegt, dass ich ja wollte. Schlussendlich hat mir das einen Biss gegeben, dass ich draussen noch mehr abgegangen bin. Und das hat sich bis heute so, aber das ist eigentlich relativ schnell gemein werden irgendwie. Aber das ist schon spannend, der Unterschied zwischen, wenn du auf einer Bühne stehst und Battle rappst, wie auch in Brucktor zum Beispiel, oder ob du auf der Straße raus rappst, es ist eine andere Credibility, es ist eine andere Ausstrahlung, die es auf der Bühne oben hat, die Leute agieren anders und das hat mich mega gehemmt, das habe ich auf der Straße nie gehabt.